Ich mach den ersten. Der Michel macht den Ich sag, wir ersten, fangen jawohl. an. Mach die Bühne frei. Hopp. Die wichtigen Leute sind da. Alle sind begrüßt. Wir müssen noch so viele Themen bearbeiten. Sind wir ehrlich? Es ist so viel los in diesem Jahr. Es ist ja Landtagswahl in Bayern. Hallo. Deswegen hocken ja sämtliche Politikernasen vollzählig quasi da. Das lässt sich ja keiner entgehen. Zur besten Sendezeit sein Gesicht ins Fernsehen reinzurecken. Ha? Der hätte heute passieren können, was gewollt hätte. Wir hätten eine Virusvariante haben können, hey, wo wir statt Maske eine Windel tragen hätten müssen. Trotzdem wären alle kommen. Hey, solche Hosen hätte es auch gehabt. 5 Windeln übereinander. Und wir sind im Landtagswahlkampf. Markus Söder ist komplett im Landtagswahlkampfmodus. Was der jetzt wieder alles verspricht, meine Fresse. Und nach der Wahl hat er alles vergessen. Ja, das kennt man ja. Ich sag bloß Maskenuntersuchungsausschuss. Hallo, da haben sie ja bei der bayerischen Staatsregierung Erinnerungslücken aufgetan. Gletscherspalte ist ein Scheißdreck der Kirche. Wir haben nicht nur Landtagswahl, wir haben Inflation. Es ist ja alles teuer geworden. Hey, Bier wird immer teurer. Dafür wird die Butter billiger. Na prima, endlich nüchtern, aber fett. Das kann's doch auch nicht sein. Dann kommt jetzt aber auch noch die EU ums Eck und sagt, ja, ab sofort sind Insekten Lebensmittel. Die Hausgrille, die Larve des Getreideschimmelkäfers, wo, ne? Ich merke schon, da läuft denn doch schon das Wasser im Mund zusammen. Was soll das sein? Feinkostkäfer für alle oder was? Aber sind wir ehrlich. Sind wir ehrlich, also Insekten als Lebensmittel. Jeder Motorradfahrer, der im Sommer mit offenem Visier gefahren ist, der kennt es. Der hat die Schlemmerplatte schon zwischen die Zehen hängen gehabt. Dann bitteschön, was war denn auch noch? Die letzten paar Wochen, Medikamente hat man ja fast nicht mehr gekriegt. Hey, die Leute haben schon untereinander Medikamente ausgetauscht. Fieberzäpfchen, Hustensaft. Für 3 Fieberzäpfchen hast du eine Flasche Hustensaft gekriegt. Für eine Packung Ibuprofen, einen Schwangerschaftstest und 3 Kondome. Hey! Bei uns sind heuer die Heiligen 3 Könige vorbeikommen. Die haben nicht Weihrauch, Gold und Myrrhe dabei, sondern Antibiotika, Wundheilsalbe und Beta-Blocker. Das kann's ja nicht sein. Aber wir haben ja unseren Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Man nennt ihn auch Cannabis-Charlie. Und er hat sich gekümmert. Gell, die Festbeträge für Kinderarzneimittel sind jetzt erstmal aufgekommen für die nächsten 3 Monate. Also die Medikamentenhersteller kriegen jetzt mehr Geld und schon sind Medikamente wieder da. Man darf es eigentlich keinem erzählen, oder? Aber Karl Lauterbach, man sieht ihn so wenig. Hä? Sonst war er doch gefühlt, ja, 3-mal die Woche bei Markus Lanz in der Sendung gehockt. Da hockt jetzt Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Panzerhaubitze von der FDP. Ja, die Frau hat keine Frisur, das ist ein Stahlhelm, was sie oben drauf hat. Hey, ich habe ja am Anfang gedacht, das sind 2 Frauen, gell? Die Marie Strack und die Agnes Zimmermann. Aber nein, eine Frau. Und ich habe wirklich gedacht, das wird unsere neue Verteidigungsministerin. Hey, und dann hätten wir es ja geschafft gehabt. Marie-Agnes Strack-Zimmermann als Verteidigungsministerin und als Staatssekretär Toni Hofreiter die grüne Gulaschkanone. Ja, leck mich fett.
Toni Hofreiter und die Marie Agnes, oder wie ich sie nenne, der Rübenrambo und die Oma vom Lindner. Ja, sagen wir mal. Ja, aber es ist ja Gott sei Dank anders gekommen, gell? Wir haben jetzt einen neuen Verteidigungsminister, Boris Pistorius. Ja, es hört sich ein wenig an, so wie mittelalterlicher Quacksalber. Ha? Ja, es hört sich ein wenig so nach Aderlass und Schröpfen an. Und das passt eigentlich zur Bundeswehr. Ha? Weil die Bundeswehr ist ja die letzten Jahrzehnte geschröpft worden, noch und nöcher, oder? Aber Boris kümmert sich und er kommt an. Super. Gut nach Christine Lambrecht. Der hätte kommen können, was gewollt hätte. Gell? Hallo, bitteschön, nach diesem Knallervideo, die Knallerchrystel, Jan Silvester? Hallo, bitteschön, Frau, hast du da schon mit wirrem Blick, wo ich gedacht habe, oh, hat sie schon den ersten Joint mit Karl Lauterbach geraucht? Ich weiß es nicht. Hey, wahrscheinlich hat sie da in diesem Video schon ihren Rücktritt erklärt, aber man hat es nicht verstanden, es war ja so laut, gell? Und dann hat es halt eben so lange gedauert mit Boris Pistorius, aber der ist ja gestattet von 0 auf 100. Wahnsinn. Ist ja der beliebteste Politiker in Deutschland und er kommt an. Gut, am Anfang habe ich gedacht, so der Armin Laschet. Scheiße, der Laschet hat sich eingeschmuggelt. Der fährt nach Russland, erzählt dem Putin den Witz, wir sind am Arsch. Echt. Aber nein, es ist Boris Pistorius und kommt super an bei den Leuten. Ne, geht bei der Truppe vorbei, ja, die Soldaten mögen ihn, er trägt Darmfleck, er fährt im Panzer vor, das kommt an bei den Menschen. Ich warte ja schon drauf, dass Markus Söder auch irgendwann mal sagt, Fotografen, bloß dass ihr Bescheid weiß, ihr wisst, gell, nächste Woche komme ich auch mit dem Panzer vorgefahren, dass ihr Fotos machen könnt, aber es haut nicht hin bei Markus Söder. Gell? Wenn der Markus Söder mit dem Panzer vorfährt, bis der oben aus der Luke rauskommt, geht hinten vom Panzer die Klappe auf, glättet der Hubert Aiwanger raus. Und sagt, wo sind die Kameras? So, aber jetzt geht's los! Unser Mann für alle Fälle, Michel Müller. Ja.